Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum 14. ist es 14. Ja, ne? 14. Bundesligaspieltag zu Hause gegen Mainz 05, 2:2. Glückliches 2:2. Chapeau an Mainz und damit gehen wir rein. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, über weite Strecken ein super schwaches, langweiliges Spiel von unserer Seite. Wie gesagt, Chapeau an Mainz. Mainz hat genau das gemacht, was ich erwartet habe. Erst recht nach dem Trainerwechsel war das völlig klar, dass Mainz genauso agieren wird, wie sie agiert haben. Das war vorherzusehen. Da muss man dann auch dafür sorgen, dass man Mittel dagegen hat und nicht langweiligen, super langsamen, quer und nach hinten schiebenden Ballbesitz-Fußball spielen. Dann kann man sich vielleicht auch Chancen erarbeiten, weil das Mainz jetzt keine Übermannschaft ist. Dass Mainz natürlich gerade in der Tabelle da steht, wo sie stehen und ein bisschen unterschätzt werden kann, ist okay, ja. Ich denke, Europa tut ihnen halt gerade nicht ganz so gut. Eine andere Geschichte, aber die werden mit Urs Fischer wieder dahin kommen, ja. Wo sie vorher waren, denke ich, da wird er wieder ein bisschen Stabilität reinbringen. Aber von der Qualität her, ja, sorry, musst du die Mainzer halt einfach viel, viel mehr beschäftigen, viel, viel mehr unter Druck setzen. Das haben wir absolut null hinbekommen. Wir werden uns gleich die Statistiken angucken, die werden aussehen, als hätten wir ein mega gutes Spiel gemacht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Ja. Ähm, allein die Aufstellung ist ein Witz gewesen. Dann, ich habe es gerade gesagt, 1:1 dasselbe wie gegen St. Pauli, wie aber auch schon davor. Sorry, Leute, wir reden über Kimmich, Goretzka in der Zentrale. Was soll man da noch erwarten in 2025? Was soll man da erwarten? Außer quer und nach hinten. Ja? Außer sich fast gegenseitig selbst über den Haufen rennt, sich gegenseitig im Weg stehen. Was soll man da erwarten? Was soll ein Leon Goretzka auf dem Feld bei einem Gegner, der 5-4-1 spielt, komplett hinten drin steht? Was soll ein Leon Goretzka dieser Mannschaft geben, außer im Weg zu stehen? Ja? Wenn das noch nicht genug ist, der Mann hat nicht einen Zweikampf gewonnen. Nicht einen. Jeden Zweikampf, den ich wahrgenommen habe, gerade in Luftzweikämpfe, der hat nicht einen gewonnen. Ja. Und ein Josua Kimmich in Topform, quer und nach hinten, Toni heute zu 110%. Wenn er einen Ball mal nach vorne gespielt hat, war das ein Ball über 3 Meter. Das war Josua Kimmich heute. Ja. Und wieder 15 Sekunden ist mein Ball am Fuß. Und dann spiele ich ihn doch dahin, wo ich ihn gleich direkt hätte weiterleiten können. Ja, das Spiel mal schnell machen, das Spiel mal, ja, einfach den Ball schnell machen. Mal schnell die Seiten wechseln. Aber nein, das geht immer alles über Kimmich, Lupa. Was erwartet man da? Ja, wir haben einfach keinen Plan B. Ja, wir hätten das Thema Musiala im Stream niemals aufmachen dürfen, seitdem wir das aufgemacht haben und gesagt haben, man vermisst Jamal Musiala nicht. Seitdem haben wir diese argen Probleme in der Zentrale. Man vermisst ihn gerade dermaßen. Ne? Ist natürlich hausgemacht, der ganze Bums. Du stellst einen Bischof als Linksverteidiger auf, der einfach in die Zentrale gehört und ein Goretzka gehört nicht auf den Platz. Ja, und schon würde der Bums ganz, ganz anders aussehen. Ja. Nein, dann wundert man sich, dass ein Bischof so 'n Freistoß da verschuldet. Auch vorher schon 1, 2 Zweikämpfe sah er nicht gut aus. Sah er im letzten Spiel schon nicht. Der ist halt einfach kein Linksverteidiger. Punkt. Ja? Wenn das in den Scheiß-Schädel nicht reingeht vom Trainerteam, dann weiß ich's auch nicht, Alter. Dann hat das auch nichts mehr mit Fußballkompetenz zu tun. Sorry. Ja? Das ist reine Arschkriecherei. Alles gut. Meckern auf hohem Niveau, wir sind weiter ungeschlagen, bla Sülz, brauchen wir alles nicht diskutieren, ja. Aber es kann doch nicht sein, dass ich Spiel für Spiel für Spiel einen verfickten Leon Goretzka in der Zentrale sehe, der einfach absolut dieser Mannschaft nichts gibt. Gar nichts. Eher das Gegenteil, ja. Und ich stelle den perfekten Mann, den ich in dieser Mannschaft habe, für diese Position, stelle ich als linker Verteidiger auf, was er nicht kann. Kann er nicht. Haben wir heute wieder gesehen. Haben wir schon gegen St. Pauli gesehen. Ja? Klar kann er das in der Offensive auf einer Halbposition, wenn da die Räume sind. Natürlich.
Aber das ist kein defensiver Linksverteidiger. Ja, sorry. Hä? Über was reden wir? Serge Gnabry. Boah. Aber ich gehe schon in die Einzelbenotung rein. Das will ich ja noch gar nicht. Gut, fassen wir's zusammen. Erste Halbzeit, ja, man konnte fast einschlafen. Ja, gefühlt 95% Ballbesitz, 2.000.000 Pässe, wovon, 1.999.999 quer und nach hinten waren. Der Einzige, der ein bisschen das Spiel, schnell gemacht hat, war Michael Olise, ja, und Lennart Kahl, wenn er mal in der Posi war. Alles andere war Standfußball. Standfußball, quer nach hinten, keinerlei Ideen, nichts. Das sagt doch schon alles aus, dass unser rechter Winger hat das Spiel von der rechten Seite gemacht. Das war das Einzige, wenn es gefährlich wurde. Ja, Serge Gnabry war gar nicht zugegen. Ja, 0. 1 gegen 1, nicht imstande, sich durchzusetzen, gar nichts. Der Einzige war Michael Olise. Ja, ohne den wäre gar nichts gegangen in der Offensive. Gar nichts. Komplett ideenlos. Ja, absolute Farce. Sorry, muss man einfach sagen. Nochmal, der Gegner hieß Mainz 05. So, ja, Punkt. Aber das war schon gegen St. Pauli so. Nur, dass man heute nicht wachgeküsst wurde. Ja, wie auch, wenn man, weiß ich nicht, wie lange war Goretzka auf dem Feld, 60 Minuten oder was, sich diese Scheiße da anschaut. Ja? Wenn man die Mannschaft von Minute 1 an in den Tiefschlaf spielt, weil man keinerlei Kreativität hat, keinerlei Ideen, super langsames Aufbauspiel hat, da muss man sich nicht wundern, dass man dann den Schalter nicht mehr umgelegt bekommt. Ja? Und dass man dann mit viel Glück einen Elfmeter bekommt, ja, der sicherlich ein Elfmeter war, 'n Tacken zu lang festgehalten. Ohne den Elfmeter hätten wir das Spiel noch nicht mal mehr unentschieden gestaltet. Ja, so ehrlich muss man sein. Ja, wir hatten ein, 2 Chancen, die wir kläglich vergeben haben. Grüße gehen raus an Serge Gnabry, ja. Ähm, Das war es aber auch, ja. So, Mainz, starker Torwart, starke Abwehrleistung, sich rein, immer 'n Bein dazwischen, so war heute auch so ein Tag. Gehört auch zur Wahrheit, logisch. Aber sorry, guckt euch den Kader an, guckt euch die Spieler an, die heute auf dem Feld standen. Da muss einfach mehr kommen. Auch wenn die Mannschaft müde ist. Sie hatte 5 Tage Pause. Mainz hat am Donnerstag noch gespielt. Ja, also, über was reden wir? Auch das kann keine Ausrede sein, ne? So, das war gar nichts heute und das war schade, weil es das letzte Heimspiel war in diesem Jahr. Ähm, ja, schade trifft's ganz gut. Ergebnis ist völlig verdient. Ja, wie gesagt, es ist eher sogar noch glücklich für uns. Nur durch den Elfmeter zustande gekommen. Das Spiel hätte noch 2 Stunden laufen können, wir hätten kein Tor gemacht heute. Ja, so ehrlich muss man sein. Ja, es wirkte jetzt auch nicht so, als wäre Mainz stehend K.O. wäre oder sonst was, ja. Warum? Weil wir nicht schnell gespielt haben. Es war viel zu langsam. Mainz war gar nicht gezwungen, sich mal schnell zu bewegen oder irgendwie hinterherzulaufen oder sonst was. Die konnten immer ganz in Ruhe 2, 3 Spieler zustellen, ganz in Ruhe mit verschieben, weil wir 200 Jahre gebraucht haben, um den Ball überhaupt mal auf die andere Seite zu kriegen, ja. Also, der Einzige, der im Spielaufbau noch ein bisschen auffällig war, war Ito. Ja, Ito war der stärkste Aufbauspieler heute in der ersten Halbzeit. Warum man den dann ausgewechselt hat, habe ich auch nicht verstanden. Ähm, Belastungssteuerung, ja, wäre der einzigste Punkt, ne? Das war noch der auffälligste, der auch mal versucht hat, 'n riskanten Ball nach vorne zu spielen, der mal 30 Meter überbrückt hat mit 'nem guten Ball in die Spitze, ja? So. Von Josh habe ich das nicht gesehen. Von Leon Goretzka brauchen wir gar nicht erst anfangen, ja? Also, den hast du gar nicht gesehen. Also, enttäuschend leider. Leider enttäuschend heute, so ehrlich muss man sein. Auch wenn die Statistiken jetzt mit Sicherheit was anderes erzählen, die gucken wir uns jetzt mal an. Die werden wahrscheinlich überragend für den FC Bayern sein, weil wir haben schon in der ersten Halbzeit irgendwie 9 Torschüsse gehabt, wovon ich nicht einen gesehen habe. Weiß nicht, was da wieder als Torschuss gewertet wurde, war auch wild. Ja, wir sehen's. Ballbesitz 84,7 zu 15,3. Ich glaube, wir haben noch nie einen höheren Wert gesehen. Abseits 6,1, Fouls 7,8, Zweikampfquote 51,2, 48,8. Schüsse aufs Tor 11,2, Schüsse insgesamt 24,5, Ecken 7,0. Angekommene Pässe 885 zu 104, Flanken 20,3. Weiß auch nicht, wo wir 20 Flanken geschlagen haben. Schüsse insgesamt: Kane 8, Gnabry 7, Karl 2. Torschussvorlagen eine, Serge Gnabry. Gewonnene Zweikämpfe: Olise, der auffälligste Spieler, 8, Kim 6, Harry Kane 6. Ballkontakte 185 Kimmich, davon waren 180 quer oder nach hinten. Kim 125, Stanisic 120. Gefoult worden schenken wir uns wie immer.
Ja. Damit gehen wir rein in die Benotung. Fang an mit Vinny. Ja, hat die letzten 3 Spiele Note 2 bekommen. Heute bekommt er Note 5, weil er einfach nichts gelernt hat. Nichts. Ja. Er lernt nichts. Er ist einfach. Ich weiß nicht, welchen Narren er Leon Goretzka in der Zentrale gefressen hat. Es geht in meine Birne nicht rein. I don't know. I don't know. Erst recht, wenn du einen Tom Bischoff in dieser Mannschaft hast. Also, ja. Ich bin ratlos. Note 5. Ja. Die Aufstellung war eine Farce, die Auswechslung viel zu spät, absolut null reagiert. Dann der Wechsel mit der Jackson rein für den Innenverteidiger, yo. Dadurch standst du dir vorne eher noch mehr im Weg wie alles andere. Ja, da hätte man auch noch mal ein bisschen mehr Ordnung machen müssen. Hat aber alles nichts an der Sache geändert, dass man einfach keine Geschwindigkeit durch die Zentrale hatte. Im Aufbauspiel war es weiterhin lame duck. Manuel Neuer, ja, weiß ich nicht. Hat sich keinen großen Fehler erlaubt. Reaktion beim Gegentor so, weiß ich nicht, die kam gefühlt dann so 2 Sekunden später. Weiß ich nicht, ob man ihnen einen Vorwurf machen kann. Ist halt einfach auch nicht mehr der Jüngste, muss halt dann auch mit leben, dass da nicht irgendwie so ein Parade-Reflex ist wie auf der Gegenseite. Ja, ist halt so. Note 3 von meiner Seite, kein Vorwurf. Gut, ich mache mal eben die Aufstellung auf, damit wir es auch richtig machen hier. Gut, fangen wir oben an, das ist Tom Bischoff. Ja, Tom Bischoff als Linksverteidiger, dass ich das überhaupt ausspreche, ist schon eine Katastrophe, Note 4. Ja, hat den Fehler beim Freistoß gemacht, hat vorher 1, 2 wichtige Zweikämpfe nicht gut gestalten können. In der Offensive kein Faktor, weil Leon Goretzka da immer in den Räumen rumgepimmelt ist und mehr im Weg stand wie alles andere. Fairerweise ging über die linke Seite aber auch nichts, weil Serge Gnabry auch eine Katastrophe war, was überhaupt mal das Kreieren von irgendwas der Fall war. Das war wirklich nur Michael Olisse oder mal Lennart Kahl, wo Lennart Kahl auch sehr blass war in der Zentrale. Ja, es hat einfach der Aufbau durch die Zentrale gefehlt. Einfach ein schneller Aufbau, ein Kombinationsspiel hat gefehlt. Die Bälle in die Tiefe, schnell in die Tiefe haben gefehlt. Es hat alles gefehlt, was Geschwindigkeit, Passgeschwindigkeit angeht. Bewegung ohne Ball. War eigentlich auch wieder nur Lennart Kahl, der seine Runden gedreht hat. Serge Gnabry war Standfußballer. Leon Goretzka, Kimmich, alles Standfußballer. Stani war noch ganz gut in Bewegung über die rechte Seite. Ja. Aber wir waren bei Bischof, Note 4. Gut, Ito war der Spieler, der mir, ja, wie ich schon sagte, erste Halbzeit auf jeden Fall. Ito hat mir am besten gefallen von allen, die da in der Defensive unterwegs waren. Note 2 von meiner Seite. Ich fand es ein richtig gutes Spiel von Ito. Völlig unaufgeregt, super ballsicher. Ein Fehlpass hat er sich geleistet. Ja, den habe ich gesehen dann auch noch. Bis dahin super ballsicher. Auch mal einen riskanten Ball im Aufbau gespielt. Wie gesagt, war mehr Aufbauspieler, was Geschwindigkeit anging, wie Joshua Kimmich. Wir können noch sehr, sehr viel Freude an Ito haben als Innenverteidiger. Ja, bin ich mir safe sicher. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wird natürlich auch ein bisschen von der UPA-Personalie abhängen. Für mich heute Ito ein sehr, sehr gutes Spiel. Schade, dass er ausgewechselt wurde. Min-Jae auf der anderen Seite, ja, sah beim Gegentor nicht gut aus. In den Zweikampf davor. Ansonsten auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, sehr souverän. Natürlich nicht im Spielaufbau betätigt, das ist nicht sein Metier, das kann er nicht. Querschieben, das kann er. Ansonsten die Zweikämpfe, die Lufthoheit hat Min-Jae eigentlich immer. Das war völlig unaufgeregt. War kein schlechtes Spiel. Wie gesagt, bei dem einen Zweikampf sah er nicht gut aus. Ein bisschen unglücklich. Ansonsten war es auch ein gutes Spiel. Von daher von meiner Seite Note 3. Gut, Stani. Ja, Stani hat mir wie immer, wie gewohnt, gut gefallen. Als Rechtsverteidiger war er heute, wie gesagt, einer der wenigen, der auch was versucht hat, der oft die Wege gemacht hat. Nicht so oft den Ball gekriegt hat, aber viele Wege gemacht hat. Sah natürlich beim Gegentor, beim zweiten, nicht gut aus in der Innenverteidigung. Ja, also ihr wisst, ich bin ja ein Fan von Stani in der Innenverteidigung. Er spielt wirklich einen guten Innenverteidiger. Aber dass er da gar nicht hochgeht zum Ball, zum Kopfball, war natürlich eine Katastrophe.
Ja, muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob er den Spieler nicht gesehen hat hinter ihm. I don't know. Ja. Und gedacht hat, oh yo, der Ball geht irgendwie ins Tor aus. Keine Ahnung. Das war nicht gut. Da hat er auf jeden Fall eine Teilschuld dran. Von daher von meiner Seite eine 3,5. Könnten dann auch bei Minje über eine 3,5 reden. Auch der Zweikampf war mal gut. Da war noch ein bisschen was dahinter, was passiert ist. Stunny war da der Letzte und auch der Einzige in der Fehlerkette. So, ja. Er muss einfach hochspringen, Alter, und muss Richtung Ball gehen als Innenverteidiger. Ganz einfache Kiste. Ansonsten war es ein gutes Spiel von Stunny, von daher will ich ihn jetzt gar nicht in Grund und Boden da schießen, ja. Und dass wir so kreativlos und langsam im Spiel waren, ähm, ist halt auch nichts, was wir jetzt an Stunny festmachen können. Wie gesagt, Stunny war im Spielaufbau sehr, sehr gut dabei, ja. Also von daher 3,5 von meiner Seite. Gut, kommen wir zu Leon Goretzka. Hm, ja, weiß nicht, welche Superlativen ich da finden soll. Von meiner Seite ist es eine 5. Ich habe ihn heute zumindest zwischendurch mal wahrgenommen, ja, dass er sich mal hat fallen lassen und mal 'n Querpass gespielt hat zu Josh. Er hat doch ein, zweimal die 20, 25 Meter gemacht, um dann stehen zu bleiben und 'n Querpass wieder auf Josh zu spielen über 2 Meter. Standen sich auch zweimal auf den Füßen, dreimal, viermal sogar auf den Füßen, sodass dann einer weggehen musste. Also, aber ey, das ist noch nicht mal persönlich oder sonst irgendwas. Leon Goretzka ist einfach kein Spieler für diese Art Spiele. Sorry. Ja, ich weiß nicht, wie oft wir das Thema noch machen sollen. Ist so Note 5. Ich weiß nicht, was Vinny an ihn findet. Fragt mich nicht. Ist für mich zu viel. Kimmich heute Note 4. Ich mache es kurz und schmerzlos. War natürlich viel mehr eingebunden wie Leon Goretzka, war aber, ja, nicht viel besser. Das war quer, das war nach hinten, das war quer, das war nach hinten. Das war quer nach hinten oder den Ball auf Außen und dann mal gucken, was Michael Olisse macht. Das war alles, was wir von Josh gesehen haben. Ja. Und alles immer angenommen. Ah, ja, ja. Ach komm, ich laufe mal 10 Meter. Ach komm, ich spiele den Ball doch dahin, wo ich ihn gleich hätte hinspielen können, weil sich eh keiner bewegt. Ja. Er hat es natürlich auch nicht einfach gehabt, so, das gebe ich zu, ja, weil viel Standfußball war. Aber dann spiel den Ball doch direkt einfach noch zu dem freien Mann und fickel da nicht erst 15 Sekunden rum, um den Ball dann doch dahin zu spielen. Ja. Katastrophe. Gut, weiter geht die wilde Fahrt. Ich suche Serge Gnabry. Da ist er. Ja, ich weiß, damit werde ich heute ein bisschen alleine dastehen. Ist mir scheißegal. Serge Gnabry heute Note 4. Auch wenn er ein Tor vorbereitet hat. Heute war Serge Gnabry wieder Serge Gnabry. Das war Chancentod hoch 10. Ja, das war in der Rückwärtsbewegung einmal gut, ansonsten nichts. Hat mir absolut null gefallen. Null. Wirklich absolut null. Auch die Dinger, die er sich dann genommen hat, das waren klägliche Abschlüsse, Alter. Das war ja noch nicht mal ein ernsthafter Versuch, den Ball im Tor unterzubringen. Ja. Aber das ist der Serge Gnabry, wie ich ihn kenne, Alter. So, ja, Punkt. Ja, für den einen oder anderen wird es vielleicht ein bisschen anders sein, das ist auch völlig fein. Unterschiedliche Meinungen sind natürlich da. Für mich war es Note 4 von Serge. Gut, kommen wir zu Lennart Kahl. Ja, Lenny hat das Tor gemacht. Ja. Ähm, von daher Note 3. Ansonsten war das auch sehr wenig heute. Muss man fairerweise sagen. Er war natürlich bemüht, viel bewegt, habe ich schon gesagt. Einer der wenigen, der sich viel bewegt hat ohne Ball. Ähm, dass er das Spiel nicht tragen soll oder kann oder muss, ey, völlig okay. Ja. Also von seiner Seite war alles gut. Ja, völlig. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, aber natürlich war auch das nix. Es ging nichts durch die Mitte. Null. Die Mitte war tot bei uns. Die Zentrale war tot. Ne? Wenn was ging, war es über Michael Olisse, sonst ging gar nichts. So, ganz einfache Kiste. Das gehört dort auch zur Wahrheit. Gut, dasselbe gilt für Harry Kane heute. Da ist er. Auch das ist eine Note 3. Hat den Elfer immerhin reingemacht. Ansonsten war immer ein Mainzer dazwischen. Also Harry Kane hat es ja noch niemals schlecht gemacht. Ne? So gar keine Frage. Es war einfach immer ein Mainzer dazwischen. Ja, und mit irgendwie fallen lassen war heute halt auch nicht viel.
Unsere Innenverteidiger standen über gefühlt 90% des Spiels 20 Meter in der gegnerischen Hälfte. Wohin soll Harry Kane sich fallen lassen, um das Spiel zu gestalten? So, du hast ja ganz, ganz selten mal die Mainzer rausgezogen. In der ersten Halbzeit noch mal 1, 2 Mal hast du wenigstens mal versucht rauszuziehen. Da haben wir auch ein bisschen Raum gehabt, da ging mal ein bisschen was. Es war ja in der zweiten Halbzeit fast gar nicht mehr der Fall. Ja, also war da jetzt auch nichts groß mit sagen: „Oh ja, Harry Kane lässt sich mal auf die Zehnerposition fallen“ und, sonst was. Ansonsten war er über weite Teile von dem jungen Jaus, der den Elfer verursacht hat, abgemeldet. Das muss man auch mal sagen, ja. Er war abgemeldet. So, da war nichts. Ja, den einen Ball, erste Halbzeit, wo er den Seitfallzieher da macht, der wirklich gut gekommen wäre, da stand 'n Mainzer. Dann die eine Chance in der zweiten Halbzeit. Also, es war nicht so, dass Harry Kane keine Chancen hatte. Die Mainzer haben einfach mit Mann und Maus verteidigt, ja. Ähm, deswegen ja auch Note 3. Hat den Elfer souverän reingemacht, ist das, was Harry kann, hat den Elfer aber auch clever rausgeholt, muss man auch sagen, ja. Hat halt so 'ne Millisekunde zu lang gehalten. 'N bisschen glücklich, hätte, glaube ich, nicht jeder Schiri gepfiffen. Ja, ist halt so. Ja, gut. Dann haben wir schon Michael Olise? Ne, ne? Ja, Michael Olise war der einzige Lichtblick in der Offensive heute, ja. Und der einzige Lichtblick für mich neben Ito, von daher Note 2. Wenn was ging offensiv, dann war's über Michael Olise, der da versucht hat, mal das Spiel schnell zu machen, auch mal im 1 gegen 1 sich durchgesetzt hat. Ja, die Ecken haben mich ein bisschen aufgeregt. Es ist ja völlig fein, wenn du 2 Ecken auf den Torwart ziehst. Ähm, und man sieht, dem Torwart poppt das nicht. Die Mainzer sind darauf eingestellt. Hätte ich mir gewünscht, in der Schlussphase die Ecke mal vom Tor wegzuschlagen. Ja, mal auf den Elfmeterpunkt. Ja, einfach mal was anderes versuchen und nicht dasselbe Schema. Ja, das gilt generell heute für die ganze Mannschaft. Wir haben die ganze Zeit nur Schema F gespielt. Es war keine Variabilität drin, kein, oh, das klappt nicht wirklich, lass uns mal irgendwie was ändern. Nein, Schema F, Punkt. Ja, so. Das war sehr schade. Gut, kommen wir zu den Einwechslungen. Wir haben 3 Spieler, die in der 61. kamen, die können wir aber sowas von benoten. Ähm, haben wir einmal Pavlo, ja, der das Spiel wenigstens 'n bisschen teilweise mal ein bisschen schneller gemacht hat, ne? 3,5 von meiner Seite, auch das war, aber ist natürlich auch schwer, wenn der Rest der Mannschaft steht, ja, keine Bewegung ist, Mainz sehr gestaffelt, sehr gut hinten verteidigt, war's natürlich jetzt auch nicht, so einfach, wenn dann einer reinkommt, der versucht, Speed zu machen. Er hat's versucht, er hat ein paar gute Bälle vorne gespielt, da war auch die eine oder andere Aktion bei, ja, aber auch er konnte das Ruder nicht mehr rumreißen. So. War aber nicht schlecht, war jetzt aber auch nicht überragend, von daher 'ne 3,5 von meiner Seite. Ja, dann kommen wir zum nächsten Streitthema, sehr wahrscheinlich Alphonso Davies. Das war meiner Meinung nach gar nichts und das wird noch sehr, sehr oft zu sehen sein diese Saison. Mein Take. Vielleicht täusche ich mich, ja. I don't know. Heute war Fonzie Davies, ich meine, der kommt aus 'ner langen Verletzung, ja, jetzt nicht überbewerten, das ist für mich ist es Note 4. Ähm, das war gar nichts außer Geschwindigkeit. Dadurch hat er einmal 'n Zweikampf gewonnen, einmal vorne konnte er mal 'n bisschen Raum machen. Alles andere waren Fehlpässe. Dribbling haben wir gesehen, Alphonso Davies kann nicht dribbeln. Alphonso Davies kann schon gar nicht gegen 2 dribbeln, Alter. Ja, ich weiß nicht, warum der da vorne auf dieser Position heute rumgerannt ist. I don't know. Alles gut. Ja, vielleicht macht er die Entwicklung unter Vinny. Bisher ist es genau das, was ich erwartet habe und es war sehr schade, dass man Hideki Ito dafür geopfert hat, muss ich ganz klar sagen. Also, Ito hatte mehr Einfluss aufs Aufbauspiel, ähm, als 'n Alphonso Davies und Ito hätte uns grade in der Schlussphase nach dem 2:2 noch mal gut getan, einfach um da vielleicht mal 'n paar lange Bälle vorne reinzuschlagen, weil das kriegt ja nur so Joshua Kimmich oder sonst wer, der in der Zentrale rumdümpelt, nicht hin. Die spielen ja 1:1, ist egal, ob das 90. ist, 92., 95., 97., 98. 1:1 spielen wir dasselbe. „Oh ja, ich kriege den Ball in der Zentrale. Oh ja, ich gucke mal. Oh ne, kein Anspiel. Ich spiele mal raus auf Michael Olise.“ Da siehst du keinen langen Ball, mal 'ne Brechstange auspacken die letzten 3 Minuten. Nö, für was? Katastrophe. Gut, ähm, Conny Leimer haben wir noch. Ja, Conny Leimer hatte auch so null. Null. Einfach null Einfluss auf dieses Spiel. Ja, er war da. Das war's. Ja. Also, das war noch weniger wie bei Pavlovic, von daher von meiner Seite Note 4. Das war kein Einfluss auf dieses Spiel haben, ne? Warum, wieso, weshalb? I don't know. Ja, vielleicht wäre es aber auch mal 'ne Idee gewesen,
um mal ein bisschen was anders zu machen, mal so einen super lahmarschigen Kimmich aus der Mitte rauszunehmen und den mal nach rechts zu stellen, weil er eine gute Flanke hat, ja? Den mal auf die Rechtsverteidiger zu stellen und mal Conny Leimer in die Mitte zu stellen. Hey, wäre doch mal was anderes gewesen, wa? Hätte man doch mal ausprobieren können. Aber nein, Stiefel A, bis es wehtut, bis er abfällt, ne? Ja, war nix von Conny. Zu guter Letzt Nicolas Jackson, ähm, ja, 20 Minuten war er auf dem Feld. Ich bewerte ihn mal nicht. Ist, glaube ich, besser für ihn. Ansonsten wäre es wahrscheinlich auch eine 4 bis 5. Das war auch gar nichts. Der war auch nicht zugegen, ja. Ein Kopfball, der 30 Meter übers Tor ging. Aber auch da die Räume, es hat sich ja nichts geändert. Man hat ihn reingeworfen, dadurch war vorne einer mehr da rumgestanden. Dadurch war ein Innenverteidiger weg. Ja, ich meine, Mainz hat eh nichts mehr offensiv gemacht. Es hat vorne nichts geändert. Gar nichts. Ja, es stand halt einer mehr im Weg. So, das war das Gefühl, was man hatte, ne? Auch da, es war keinerlei Bewegung. Und dann kannst du noch 5 Spieler da vorne reinstellen. Wenn da keine Bewegung ist, dass die Spieler sich bewegen, mal einen rausziehen, mal steil gehen, mal fallen lassen. Was soll dann passieren? Ja, dann passiert da nichts. Und dann sieht das Spiel so aus, wie es aussah. Jo. Von daher, ähm, sind das meine Noten. Wie gesagt, am Ende des Tages ein glücklicher Punkt für uns, auch wenn ihr auf die Statistiken schaut und denkt: „Bah, wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, bah, wir haben ja Mainz dominiert, an die Wand gespielt.“ Ne, das war ganz, ganz viel Ballbesitz in Zonen, in denen Mainz gesagt hat: „Ja komm, da könnt ihr Ballbesitz haben, interessiert uns nicht.“ Ja, die Schüsse aufs Tor, die Schüsse, die da stehen, es ist 'ne Farce, was da als Torschuss gewertet wird, muss ich so klar sagen, ne? Ähm Ja, ich hätte eigentlich gedacht, ich habe es ja im Vorfeld gesagt, du hast 5 Tage Pause gehabt. Ähm, Da habe ich gedacht: „Komm, letzte Heimspiel, die Mannschaft wird noch mal brennen, die wird Vollgas geben.“ Dass Mainz motiviert ist, brauchen wir nicht reden, grade mit neuen Trainer und so weiter. Das war abzusehen. Aber die Qualität muss sich durchsetzen. Aber noch mal, wenn du Kimmich, Goretzka, die Form, die Kimmich grade hat, ja, neben ihn Goretzka reinstellst in der Zentrale gegen einen super defensiv starken Gegner, ja, und Serge Gnabry auf die linke Seite stellst und hinter ihnen Tom Bischof auf die linke Seite. Ganz ehrlich, um es mal klipp und klar zu sagen, dann hast du auch nichts anderes verdient. Punkt. Ja, dann kannst du froh sein, dass du noch den Elfmeter bekommen hast und das 2:2 gespielt hast. Du hast dann nichts anderes verdient als Trainer. Punkt. So blind kann ein Kompany nicht sein, um zu sehen, dass ein Leon Goretzka erstens gerade keinerlei Form hat, zweitens der Mannschaft null, 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 0 gibt. Ja, ganz im Gegenteil. Und dass ein Tom Bischof als Linksverteidiger einfach nicht gut ist. Er ist nicht gut. Ja, der gehört in die Mitte. Punkt. Ja, und es muss auch mal keine, Majestätsbeleidigung sein, dass man einen Josua Kimmich in der Halbzeit einfach mal auswechselt. Ja, oder ihm meinetwegen, wenn man ihn gar nicht, weil er ja der König ist, gar nicht auf ihn verzichten kann, dann ihn auf die verfickte rechte Verteidigerposition zu stellen und mal in der Zentrale ein bisschen was anderes zu machen. Weil was Kimmich heute gespielt hat, war auch ein absoluter Witz, ja? Und man lässt den 90 Minuten da durchkicken. Katastrophe. Gut, am Ende des Tages, wie gesagt, im Großen und Ganzen natürlich meckern auf hohem Niveau. Hey, wir haben sogar einen Punkt gewonnen, weil Leipzig verloren hat, Dortmund nur unentschieden. Das heißt, wir haben uns noch einen Punkt abgesetzt. Können wir also alles wieder schönreden. Aber ey, für ein letztes Heimspiel in diesem Jahr, für den Gegner, der da auf dem Feld stand, sorry, war das einfach viel zu wenig aus meiner Sicht. Und natürlich, ja, sämtliche Glückwünsche an Mainz, die es wirklich gut gemacht haben. So, das gehört natürlich auch zur Wahrheit, ja. Die haben sich reingeschmissen, die haben gekämpft, genauso wie Pauli, nur dass Mainz die Kraft nicht ausgegangen ist. Ne, du hast nie das Gefühl gehabt: „Oh ja, die wackeln jetzt“ oder sonst was, ja. Wie gesagt, hätten wir den Elfmeter nicht gekriegt, hätten wir kein Tor mehr geschossen. Und wenn wir noch 3 Spiele gespielt hätten. So ehrlich muss man sein heute. Ja. Gut, gehört dazu. Ich habe es gesagt, vor 2 Spielen. Die letzten Spiele musst du ja einfach nur die Ergebnisse erzielen. Die Art und Weise,
wird grausam werden und das war sie heute. Ja. Und wenn ich das dann sehe und jetzt auf Heidenheim blicke, ja, weiß ich auch noch nicht. Ich würde sagen, kommt auf die Aufstellung drauf an, aber ich kann mir die Aufstellung ja schon denken. Leider. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.